Moin! Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 15. Thiel Uhlenspiegel. Wo kein ist Thiel Uhlenspiegel? Thiel Uhlenspiegel ist eine beraubene und verraubene Figur in der Volkskultur und in Schrifttum von den Niederlanden. Dat wahrhaftig mal ein Mensch mit den Namen gäbe, dat ist möglich. Man Uhlenspiegel kann auch ein Ökonom sein. Nur wisse Angaben für Thiel bei in Jahr 1300 in Kneitlingen bauen, eine Stadt dicht bei Brunswick. Nur die selbigen Angaben starb er an der Pest in Jahr 1350 in Mölln, Ostholstein. In Mölln ist sein scheinbare Grafstätte, Mut für Besuchers. Da ist das Abbild dat von Hofnarr. Und so war Thiel auch für Jahrhunderten anerwegs Abbild. All ob sein Grabstein von Jahr 1544 ist das Bild dat von Narr. Die Aufschrift besagt dort. Anno 1350 ist dieser Stein abgehoben und Thiele Uhlenspiegel lehnet hier unter begraben. Maget wohl und denket dran, wat ich west sie ob Ehren, all die hier vorübergehen, moten mir gleich werden. So schrieb wir dat nu. Anno 1350 wär dieser Stein upstellt. Und Thiel Uhlenspiegel liegt hier inner begraben. Merkt jo dat und denkt doch an, wat ich west bin, ob de Ehe, all die hier vorübergeht, möt mir lieg waren. Man Hofnarr, was schien's nicht. Bäder sagt, was wohl ein unrastigen Kerl, so'n Slag Slöpendrieber und Slag Slave. Thiel was viel ob Wanerschub, auch in de anderen Niederlanden. Tau de Tiet kun Niedersassen und Niederfranken einander noch besser verstehen. Macht wesen, dat Thiel Uhlenspiegel sogar ob de verkehrte Seite von Gesetz was. In Jahr 1339 was in Brunswick ein Till von Kleidlinge mit 4 Komponen achter Trallen für Räuberei. Worum ist Thiel so bekannt? Thiel wär ton Ort Volksheld. So'n plitschen Spiegelkenmoker und acht für Rang und für das tutige Nachkommen von Vorschriften. Das erste Buch über ihm kam rut auf Deutsch in Jahr 1515 in Straatbach. Man wie könnt moden weisen, dat dat Töpfe ein Überlebern von mündliche plattdeutsche Döntjes gäb.
Worum jümmers mit Uhl und Spiegel? In Mittelalter wären dat belangrike Sinnbilder. Darum ist möglich, dat Uhl und Spiegel ein Ökelnorm für Thiel was. In Sassenland was de Uhl ein Sinnbild für de Staatlichkeit. Und bei de ollen Gräten was dat ein Sinnbild für de Weisheit. De Spiegel was ein Sinnbild für Selbstbenöll. Hältst ein Menschen Spiegel für, denn wart selben wies, wat ein Dalfee is. Wir möcht auch bedenken, dat de Menschen in Mittelalter ein Fürlei für groben Humor han, tom mehrst als ein Teken von Minachten. Dessen Humor richten sie gern Speech ob de höheren Schichten von der Gesellschaft. Dat was ein rebellischen Speed von der Machtlosen. Von dat Wort Uhl käm dat Tietwort Uhlen und dat bedüht Fägen in ole Tiden mit Uhlenfedern. Ohrputzen. Dat Wort Spiegel het auch dat bedüten Achtersten, besonders bei Yachtdeerten, die wit unnern steiert sind. Uhl zusammen mit Spiegel und darum auch dessen Bismarck haben. Klein mir an Moors. Und für war ward vertellt, dat Thiel as jung achter sin Vater opeiert seid und de Lüt sin Blut achter der wies. Wat für Grappen het Thiel mogt? Dat sind taufehl ton opnehmen und vertellen hier. Da gibt dat hele Böker von, in Bach sproken. Ist de Uhlenspiegelfigur einmalig? Heel und Deel nicht. Lieke Krabbenmorgers gibt dat auch in Vertellen von anderen Kulturen. Zum Beispiel Herschel Ostropoler, ein Powern, plitschen ukrainischen Jöd, de gern der Rickenlüt Lackmeier. De Bulgoren hebt Hiter Peter und de Mazedoniers neumt Iter Peter und dat bedüht de plitsche Peter. In der muslimischen Welt gibt dat de Vertelltradition übern Wiesendrümpel. He let einfohlig, man es auch wies. Er ist besonders populär mang der Türkvölker von Balkan mit Indochina. Da ist er als Meister Nasreddin bekannt. Die Tibetaners habt Achu Tönpa, Onkel Lehrer, einen barmherzigen, trauschulligen und auch plitschen Volksheld. Thiel Uhlenspiegel ist die niedersächsische Version und die deit nur in hellen deutschen und niederländischen Raum als die eigene gelten. Tschüss. Wes bedankt für drin kicken. Nicht vergessen,
Leben ist Leben und Leben.